Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Ohne Musik wäre die Welt ziemlich trist und tristes haben wir in den letzten Monaten, weiss Gott, genug gehabt. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Darum reden wir heute im Talk mal über Musik, die das Herz erfreut. Mein Gast ist mit jeder Faser von seinem Wesen ein Profimusiker. Er ist Komponist, Arrangeur, Dirigent, selber Vollblutmusiker und gastiert mit seinem Orchester regelmäßig auf den ganz grossen Bühnen in der Schweiz. Zum Beispiel hat seine Komposition «Schwingerleute im Schweizerland» das letzte Jahr am Schwing- und Älplerfest sehr hohe Wellen geworfen. Und seit Jahren prägt er als musikalischer Leiter grosse Events im ganzen Land, zum Beispiel das Basel Tattoo. Heute sind wir in seiner Werkstatt hier in Sorsee. Ich freue mich sehr, dass wir zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen, Christoph Walter. Herzlichen Dank für euren Besuch hier bei mir im Musikatelier in Sorsee. Sehr schön sind ihr da. In Sorsee, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind ja im Glarnerland aufgewachsen und auch immer noch so ein bisschen Heimweh-Glarner, wie man gehört. Was hat Sie eigentlich auf Sorsee und am Sempacher See verschlagen? Also an das wunderschöne Gebiet hat es mich beruflich verschlagen. Wir sind in Wettischwil, im Hirzloben bin ich aufgewachsen, gebürtiger Glarner. So bin ich nachher wegen der Swiss Army, wegen der Schweizer Militärmusik, bin ich dann von Bern auf Aarau gekommen. Und so habe ich dann gedacht, Saurental wäre nicht so eine schlechte Sache. Und habe sehr lange Zeit in Tringen gewohnt und seit den letzten 8 Jahren sind wir hier in Sorsee daheim. In Ihrer Kindheit, Herr Walter, hat es eigentlich mal ein Schlüsselereignis gegeben, das dann eigentlich bewirkt hat, dass Sie der Musiker geworden sind, der Sie heute sind? Ja, die Reflexion habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und ich glaube, ich darf wirklich sagen, dass mir Musik in die Wiege gelegt worden ist. Also ich habe sie einfach gerne gehabt, als ich auf die Welt gekommen bin. Musik hat mich immer begeistert. Ich habe es noch gar nicht bewusst wahrgenommen, aber ich bin schon als 3-Jähriger die Militärmusik hineingelernt, barfuß, zu Filisur, wo mein Vater Spielführer war. Meine Eltern mussten immer an den Ufern des Mexico Rivers singen und dann bin ich in meiner Welt drin. Es hat das Klavier, es hat eine Trompete, es hat ein Schlagzeug. So bin ich eigentlich automatisch in die Musik hineingekommen. Und was dann darum gegangen ist, welchen Beruf willst du lernen mit 14, das Baugeschäft übernehmen vom Vater oder eben Musik, dann habe ich dann dem Vater gesagt, ich würde gerne Musik studieren und so habe ich dann das machen und ja, es ist mir wohl dabei. Und dann sind Sie lange bei der Swiss Army Concert Band tätig gewesen, also haben die geleitet. Braucht man eigentlich für so einen Job, für so ein Armeespiel, so eine Armeeband, braucht so spezifische militärische Fähigkeiten noch? Oder reicht es eigentlich, wenn man begnadeter Musiker und Dirigent ist? Ja, das ist natürlich sicher eine gute Voraussetzung, wenn man ein guter Musiker ist. Aber in der Armee hat das nicht gelangt und langt es auch heute noch nicht, sondern man muss dann nachher eine militärische Ausbildung machen. Früher war das noch die zentrale Instruktorenschule. Da haben sie mich ein Jahr lang auf Herisau geschickt und dort habe ich dann wirklich ein Jahr lang grüne Ausbildung gemacht, Fusilier, habe sogar das Brevet gemacht. Also ich war dort ein rechter Soldat gewesen. Also Sie haben eine richtige militärische Ausbildung auch noch durchlaufen? Ein ganzes Jahr lang habe ich gelitten, ja. Sie machen ja alles. Sie komponieren, Sie arrangieren, Sie dirigieren, Sie musizieren selber. Welche von diesen Rollen entspricht Ihnen eigentlich am besten, behagt Ihnen am besten? Eben die Rolle, dass ich alles machen kann. Das gefällt mir am besten. Es ist sehr abwechslungsreich. Du kannst zuerst eine Idee kreieren, dann kannst du sie arrangieren, orchestrieren. Dann kannst du sie mit der Musik einstudieren und schlussendlich stehst du auf der Bühne und darfst es aufführen. Also das ist natürlich sehr eine schöne Rolle. Und die liebe ich, die Abwechslungskeit.
ganz grosses Kino, wir haben das eingangs schon erwähnt, ist ja das letzte Jahr ihre Schwingerhymne gesehen. Schwingerleute im Schweizerland, wo sie vor 56'000 Leuten gespielt hat. Was geht da im Christoph Walter vor, wenn er vor so vielen Leuten dann seine Komposition spielt und aufführen? Ja, es war ein spezieller Moment natürlich, wenn du dort um 9:30 ist es, glaube ich, am Sonntag, 25. August 2019, in die Arena reinkommst. Ich bin doch noch nie in einer Arena gestanden mit 56'000 Zuschauern. Da hat es geheißen, ja, da gehen dann alle das erste Bier nehmen und wird noch etwa ein Drittel in der Arena sein und es ist niemand raus. Ich war der Gesamtverantwortlich für den musikalischen Akt, für den ganzen Festakt und wir haben einen interessanten Aufbau gemacht mit den Jodlern, mit den Alphörnern, mit den Treichlern, mit den Musikformationen. Und zuerst hast du natürlich geschaut, dass alles klappt, dass alles läuft. Dann ist schlussendlich dann nachher relativ zügig die Hymne gekommen, bevor dann der Bundespräsident mit der Kutsche reingefahren ist. Und mit der Zeit kannst du es dann geniessen. Und es ist natürlich schon etwas Spezielles. Ja. Also, aber man hat auch schon ein Lampenfieber hat man da schon in dem Moment. Lampenfieber nicht, aber es ist nicht immer das Gleiche, wenn du Gesamtverantwortung hast. Dann bist du eigentlich so konzentriert und fokussiert, dass alles zu laufen kommt, dass du das Lampenfieber in dem Moment wie vergessen tust. Also, nein, also Lampenfieber nicht. Sie müssen das ja auch auf eine Art, Sie stehen dann auf der Bühne und man sagt, wenn Sie auf der Bühne stehen, strahlen Sie eine Aura aus, die die Leute mitnimmt. Was macht ein guter Entertainer aus? Dass er das, was er macht, liebt. Dass er die Musik liebt, seine Musiker als Dirigent gerne hat und natürlich das Publikum. Also, du bist wie in der Mitte zwischen der Produktion und dem Empfänger. Und das muss dir wohl sein. In dieser Situation muss dir wohl sein. Auf der einen Seite musst du happy sein mit der Qualität, die kommt. Du kannst es ein bisschen formen. Und auf der anderen Seite musst du das jetzt noch verkaufen gegenüber dem Publikum. Und das ist eine ganz spezielle Rolle. Und ich liebe die, ja. Ich mache das gerne. Ja. Und das lernt man auch mit der Zeit, wie man sich dann verhalten muss und was es für Kniffs und Tricks braucht, um das möglichst gut zum Tragen zu bringen, oder? Ja, da kann man gewisse Sachen natürlich lernen. Ich kann viel mehr lernen, will man noch lernen. Da gibt es natürlich ganz grosse Leute, die das perfekt gemacht haben. Und wenn du mit denen redest oder mit diesen Manager, teilweise habe ich auch mit den Künstlern selber reden, das ist minutiös geplant, das ist eingeübt. Also das sieht man bei den Comedy-Shows, wo man immer das Gefühl hat, das sei jetzt improvisiert. Also das ist harte Arbeit. Sie haben gesagt, die Musik ist Ihnen in die Wiege gelegt. Ist auch das der Entertainer in die Wiege gelegt, oder? Also ist jetzt noch schwierig zu beurteilen. Also, mir ist es einfach immer wohl. Und irgendwie, sagen wir es mal so, haben wir ja, ohne dass ich gewusst, dass ich ein Entertainer bin, habe ich immer schon früher Militärmusik ganz gut verkaufen. Und von dem her, ja, habe ich sicher irgendetwas in mir, um das Produkt zu verkaufen. Wer ist der grösste Entertainer aller Zeiten? Das ist schwierig. Es gibt so viele grosse Entertainer, Frauen, Männer. Frank Sinatra ist sicher einer der grossen. Ich habe mit dem Paul Anka noch zusammenarbeiten. Ist auch einer. Ein grosser Entertainer, der natürlich vielleicht sogar einer der letzten. Ein Schweizer zum Beispiel, Udo Jürgens, ist natürlich auch ganz ein grosser Entertainer. Also da gibt es ganz viele tolle Grössen, die man da fast nicht aufzählen kann. Einfach, ich sage, die so über Jahrzehnte Erfolg haben, ich denke, das sind die grossen Entertainer. Wenn Sie an so eine Komposition gehen, Herr Walter, wie Schwingerleute im Schweizerland, wo wir jetzt gerade ein paar Takte daraus gehört haben, was passiert da? Ich meine, irgendwann am Morgen stehen Sie vor einem leeren Blatt Papier. Oder wie gehen Sie da dran? Wie entsteht das? Sehr oft, wenn ich die musikalischen Gesamtleitungen habe, Basel Tattoo, Eidgenössisch Schwingfest, jetzt diesen Sommer wäre es Eidgenössisch Jodelfest gewesen, Festtakt, dann möchte ich auch immer gerne etwas hinterlegen, das in Erinnerung bleibt.
und nicht nur einfach kopieren, sondern etwas Neues schaffen. Und an dem eidgenössischen Schwingfest in Zug haben wir ja so viele verschiedene Formationen gehabt und die wollte ich vereinen. Und dazu habe ich ein Lied gesucht, das verbindet, ein Lied, das den Stolz vom Schweizer überbringt und das zugleich aber auch ein bisschen modern ist. Wir hatten ja 14 Taiko-Trommeln, die dann auch das Böse, die Schwinger, repräsentiert haben musikalisch. Und dann bist du mal mit so einer Idee bist dran. Sehr oft sitze ich als Klavier, improvisiere. In den wenigsten Fällen stehe ich auf und die Komposition ist da. Das ist natürlich ein Glücksfall. Sondern sehr oft sitze ich am Klavier und suche und suche und suche. Und da können manchmal Tage vorbei und spülst alles wieder weg. Und irgendwann hatte ich so ein Thema gehabt, das hat mir irgendwie nicht mehr losgelassen und aus dem heraus ist dann der Schwingerleute entstanden. Wenn Sie dort tagelang am Komponieren sind Sie diszipliniert oder wie funktioniert das? Also fällt Ihnen denn irgendwann etwas zu oder müssen Sie morgen um 9 Uhr bis Nacht um 12 Uhr dranbleiben, dass es dann so weit ist? Also wie schaffen Sie denn konkret, wenn Sie mal an dieser Komposition sind, an so einem Werk sind? Also wenn einmal eine Idee da ist, dann bist du dran. Dann schaffst und schaffst und schaffst. Produzierst es, nimmst es auf und mit jedem Schritt, wo du vorwärts gehst, tust du es verfeinern. Am Anfang hast du das Gefühl, wow, das ist eine super Idee. Dann nimmst du es mal auf, hörst es an und denkst, ja, also okay, aber so gut ist es gleich noch nicht. Dann kommt der nächste Schritt, du musst es ein bisschen ändern. Denkst, jetzt ist es gut. Und so, das ist ein richtiger Prozess eigentlich. Also Fleiss einerseits, Disziplin und auf der anderen Seite muss einem auch etwas zufallen von oben. So ist es. Zum Beispiel. So ist es, ja. Also ich sage dem Herrgott etwa zwischendurch Danke, wenn ich wieder mal so ein Stück fix und fertig höre, weil die Idee, die bringst du mit dem Fleiss alleine nicht her. Aber man kann es natürlich fokussieren. Man kann es fokussiert schaffen und das ist sicher ein grosser Gewinn, wenn man das kann. Viele arbeiten zur Nacht, arbeiten Sie jetzt noch? Ich arbeite am Morgen, zur Nacht, ich habe beides. Ich habe eigentlich gerne am Morgen, wenn der Tag erwacht, habe ich noch sehr gerne. Ja. Aber es kann wirklich sein, dass ich bis am Morgen um 2, 3 da rein im Studio produzieren bin. Ja. Sie haben ja mit ganz grossen Stars zusammengearbeitet. Wer hat Sie am meisten beeindruckt? Ja, das ist auch wieder eine schwierige Frage, weil die Stars sind wegen etwas Stars, weil sie eben gut sind. Und das hat natürlich mit den Jugenderinnerungen zu. Disco Queen, Donna Summer, wo wir Art und Eis, einer der ersten grossen Auftritte mit meinem Orchester, 2011 glaube ich, war es, in Art und Eis, haben dürfen begleiten. Da muss ich sagen, da bin ich tief beeindruckt gewesen, weil die Frau einfach 9 Shows auf der gleichen Qualität, ohne irgendwie Halbplayback, sondern einfach alles live, die ganze Show durchgesungen hat und ganz ein toller Mensch war. Leider ist er schon gestorben. Jetzt ist ja vieles bis alles abgesagt wegen dieser Pandemie. Wie gehen Sie als jemand, der ja von Grossevent zu Grossevent lebt und plant, mit dieser Situation um? Ja, es ist eine harte Geschichte, weil Sie sagen es, die grossen Events liebe ich. Ich hatte sehr viele grosse Events gehabt. Partizipantenversammlung von der Basel Kantonalbank, über 3000 Leute. Dann das eidgenössische Jodelfest, ich kann es vorher schon sagen, Festtakt in Basel. 50 Jahre Swiss Indoors wäre gewesen. Wir hätten eine grosse Schweizer Tournee, Weihnachtstournee gemacht mit dem Orchester, wo wir jetzt aufs 2021 dann da sagen und verschieben. Eidgenössisch Schwingfest haben wir etwa angeschnitten schon. Da wäre jetzt Helferfest gewesen. Alles ist abgesagt und auch die bestehenden Engagements, die wir haben, sind bis Mai 2021 ist jetzt alles abgesagt und man muss sich neu erfinden. Das erste halbe Jahr habe ich komponiert, produziert, habe gedacht, okay, das ist auch mal schön, nicht immer auf der Bühne müssen stehen, sondern einfach mal, wenn nichts mehr läuft, komponierst. Jetzt muss ich sagen, jetzt müssen wir langsam schauen, wie das Geld reinkommt, weil der Eisberg vom Ersparten schmilzt. Und ich denke, in kleineren Formationen ein bisschen Konzerte machen, versuchen. Gibt es denn Alternativen für Künstler, um das Business am Laufen zu behalten? Was gibt es da für alternative Möglichkeiten?
wieder auf einen alten Beruf zurück? Oder? Ja, also, man hat natürlich sehr viel Diskussion jetzt gerade in unserer Musikbranche und die einen reden von dem, dass sie sagen, du, ich bin gelernter Lehrer und ich habe jetzt 3-4 Monate mit diesen Schutzmaßnahmen mich herumgeschlagen. Eigentlich würde ich gerne wieder mal das machen, was ich gelernt habe. Ich gehe vorläufig wieder zurück in meinen angestammten Beruf, zum Beispiel Lehrer oder Elektriker. Ich meine, wenn das Geld nicht reinkommt, musst du ja bewegen. Meine Frau und Frontsängerin vom Orchester, Nelly Patti, die ist jetzt als Aushilfe in einer Schule, Sekundarschule, gibt sie Französisch und Musik, 2 Tage in der Woche. Ja, man bewegt sich. Umso wichtiger sind die Anlässe, die noch stattfinden. Und sie sind seit ein paar Jahren sind sie in unserer Region, nämlich Neujahrkonzert jeweils 1. Januar im Lindenhof, zu Oftringen. Der ist immer noch geplant und alles on track mit dem Anlass. Das ist immer noch geplant und jetzt schaue ich mal in die Kamera, weil ich möchte Sie wirklich ermuntern, aufmuntern. Packen Sie doch das neue Jahr ein bisschen anders an als die letzten paar Monate. Kommen Sie am 1. Januar am 5 Uhr in Lindenhof zu einem tollen Essen, zu einem tollen Konzertblock. Wir machen 3 Konzertblöcke und so nah wie im Lindenhof erleben Sie das Christoph Walter Orchester auch nie. Wir sind wirklich fast an Ihrem Tisch zu. Also ein Erlebnis, das ich empfehlen kann. Sind wir gespannt. Herr Walter, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen vorbeischauen und ja, ich drücke den Daumen, dass es doch noch möglichst viele Aufträge gibt und Situationen, wo Sie als Musiker glücklich sind. Danke vielmals, Herr Pfister. Merci vielmals. Dankeschön. Nächste Woche sind wir wieder mit einem Talk für Sie da. Wohl wieder aus dem Studio, neues Thema, aber hoffentlich wieder mit Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights.